Das war nicht ganz perfekt. Frech, oder? Frech, frech, frech. Blondie, Privatstream für dich heute, oder was? Perfekt. Servus erstmal. Wir sind die Beste von Deutschland und vielleicht Europas. Ja, nicht ganz, wa? Hast du denn die Meisterfeier gesehen? Hast du dir das, ich hätte jetzt fast gesagt, Elend angeguckt, aber wild. Nee, war okay, aber weiß ich auch nicht. Ist halt nicht mehr die vergangenen Tage, ne? Sind wir wieder bei dem Thema, früher war alles besser. Aber so ein Louis van Gaal ist auch schwer zu übertreffen, wa? Die Allgemeinheit sagt, war nicht Premium. Also ich fand es super langweilig. Ich fand es dann so 10 Minuten war gut, ne? Wo Heavy so ein bisschen in Feierlaune war, da hast du halt gemerkt, so der hat wirklich 31 Jahre drauf gewartet, dass der mal einen Titel gewinnt. Weiß ich nicht. Also wenn man da mal zurückdenkt, ich meine, ich habe jetzt gerade Louis van Gaal gesagt, das ist natürlich so das krasse Gegenbeispiel gewesen, ja. Aber boah, war schon schwierig so, ne? Ich fand es natürlich gut, dass die Frauen dabei waren. Hätte noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gekonnt irgendwie. Aber unsere Jungs, weiß ich auch nicht. Wild. Wild, wild, wild. Ich habe noch mit Mara drüber gesprochen, weil sie sagte, sie will da unbedingt mal hin. Habe ich gesagt, also wenn du jetzt in München wohnst, ja klar, gehst du da halt morgens hin, alles gut. Aber da jetzt 600 Kilometer für fahren, ein Hotelzimmer nehmen, eine Übernachtung buchen, boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ne? Also ich meine, wenn man sich mal überlegt, so früher hast du die Spieler angesagt, so Franck, und die Leute, die da waren, haben Ribéry gesagt, und jetzt muss der Lehmann da den kompletten Namen durchsagen. Also so stimmungsmäßig war das wirklich schwach, ne? Muss man leider mal sagen. Aber gut, vielleicht Lars am Sofameister, vielleicht sind wir alle einfach zu verwöhnt, vielleicht, ja. Aber vielleicht auch einfach zu viele Spieler in dieser Mannschaft, die schon zu satt sind, wa? Ich meine, wenigstens Manuel Neuer feiert noch, als wäre es die erste Meisterschaft, aber das tut er immer, wenn es um Titel geht. Ja, Harry Kane war das einzige Highlight, das ist richtig, ja. Wie gesagt, da hast du noch gemerkt, dass der noch nichts erreicht hat, so. Ja. Toni Dex, moin. Friesenbomber. Huhu. Und Ben, Servus und Glück auf. Ja, ich weiß auch nicht, oder? Aber das Publikum ist auch ein anderes mittlerweile, oder? Auf dem Marienplatz? Also ich weiß nicht. Also stimmungsmäßig war das, na gut, sind wir ehrlich, stimmungsmäßig war es ein Sinnbild der Allianz Arena. So, nimm mal die Südkurve aus der Allianz Arena raus, dann ist das Stimmungsbild, wäre genau das gewesen, Alter. Da sitzen dann halt 200 Fans im Stadion mit einer Telekom-Fahne, die sie am Eingang geschenkt kriegen, die winken sie ein bisschen und ansonsten halten sie die Fresse. Ne? Ja, ist halt so. Opernpublikum. Ein Matcha Latte. Ja, weiß ich nicht. Der gepflegten Wettbewerbsverzerrung, ganz genau. Ja. Aber vielleicht ist das einfach so, wenn man, was weiß ich, in den letzten 12 Jahren 100.000 Mal Meister geworden ist, dann ist das vielleicht einfach so. Dann ist halt nichts Besonderes mehr. Traurig, aber vielleicht ist es einfach so. Ich weiß es auch nicht. Ist auch wurscht, oder? Mein Gott. Die Meisterschaft haben wir verdient gewonnen, das ist das Thema.
Zum Glück, ich meine, der Müller-Abschied, der wurde ja da schon wieder eingeleitet, also wird er jetzt da eine Viertelstunde eine Rede halten. Zum Glück hat er das nicht gemacht. Ja, war alles im Rahmen. Alles tutti. Aber ja, also das war schon eher so Familienpublikum, was da so war, ne? Aber keine Ahnung, vielleicht ist auch einfach die Zeit eine andere, ne? Auch so die jungen Kiddies da, das ist halt dann nicht mehr so, wie es früher mal war. Was auch okay ist. Wir sind halt einfach alte Säcke und wir müssen da einfach ein bisschen mit der Zeit gehen, vielleicht. Weiß ich nicht. Naja, Fazit für mich persönlich. Also, wenn wir nicht die Champions League gewinnen, werde ich keine über 600 Kilometer fahren und ein Wochenende buchen, um da mal auf dem Marienplatz zu sein. Also, das ist, glaube ich, macht keinen Sinn. Da muss schon wirklich. Ich glaube, wenn die Champions League gewinnt, ist da ein bisschen anderes Publikum, dann sieht das ein bisschen anders aus, vielleicht stimmungsmäßig. Ja. Wenn ich aus der Nähe kommen würde in München, klar, da würde ich da hinfahren, logisch, aber ne. So sonst nicht. Moin. Bin aber auch froh, dass der Müller-Abschied jetzt vorbei ist. Zog sich ja fast 3 Wochen. Ja. Die Frage ist halt, ob der obligatorische Müller-Abschied der Aufbruch in neue Gefilde sein wird in der kommenden Saison. Ich das aktuell alles so betrachte von außen, habe ich da doch einige Zweifel dran. Aber das werden wir im Laufe der nächsten Wochen und Monate sehen. Ne? Mich freut es sehr, dass Mike Rookie der Saison wurde. Leider kann er nicht Spieler der Saison werden, da er nie zum Bundesligaspieler des Monats wurde. Warum wurde er das nie? Ist ja eine Frechheit. Habe ich auch gelesen. Für mich, ja, also keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so viele andere Bundesligaspiele gesehen. Aber was den FC Bayern betrifft, ja, ist er Spieler der Saison, Alter, ohne Wenn und Aber. Ja, und das auch vor einem Harry Kane. So. Weil ohne Michael, keine Ahnung, ich kann dir bestimmt, wenn ich die Spiele durchgehen würde, locker 10 Spiele sagen, wo du sagen würdest, ja, wenn Michael nicht auf dem Platz gestanden hätte, hätten wir wahrscheinlich kein Tor gemacht. Ja. Weil er der Spieler war, der, wenn da mal irgendwas ging, vor allen Dingen gerade nach Musialas Verletzung nochmal extremer aufgefallen, dass wir super abhängig von irgendwelchen Ideen seinerseits waren. Ne? Was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, er hat die Qualität. Ne? Hat uns ja jetzt im letzten Spiel auch nochmal durchs Spiel getragen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und keine Ahnung, wir müssten mal die Scorer zusammenzählen. Wahrscheinlich hat er mindestens genauso viel wie die anderen 3 Pappköpfe zusammen wahrscheinlich. Da sind wir auch schon bei den rausragenden Säulen in dieser Mannschaft die Saison, oder? Ich meine, es wäre natürlich jetzt im Laufe der Woche, werde ich die Videos aufnehmen, wie immer zum Saisonabschluss. Aber wenn ich es mal so kurz und knapp zusammenfassen würde, also Spieler der Saison, logisch, Michael, ja. Ich denke, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich denke, da wird auch kaum jemand eine andere Meinung haben. Ansonsten hat er relativ wenig Ahnung vom FC Bayern. Eric Dyer als positives Beispiel auf jeden Fall, ja. Muss man auch nennen. Natürlich Heavy, so, ja. Jamal, wo er dann fit war und in Form war er auch eine Augenweide. Josh in der Hinrunde, Rückrunde war nicht gut, wenn wir ehrlich sind. Dann hört es schon langsam auf, Alter. Was jetzt herausragend war, ja. Was dann halt auch, was nicht schlimm ist, ne, das ist gar nicht schlimm, was dann halt das im Vordergrund rückt, was diese Saison gut war. Und das war einfach die Mannschaft. Ne? Die Mannschaft an sich war gut, der Mannschaftsgeist war da und das ist, was uns die Saison getragen hat. Hat dann leider nicht für die ganz großen Sachen gereicht, weil da dann vielleicht die individuelle Klasse ein bisschen geschwächelt hat und auch gefehlt hat durch die Verletzten halt. Ja, also ich denke, wir können dieses Jahr echt mal sagen, die Mannschaft war der Star, was so, glaube ich, die letzten Jahre beim FC Bayern
sehr, sehr selten sagen konntest. Das ist eigentlich auch das größte Lob, glaube ich, was du in Winnie machen kannst, oder? Das wäre so ein Fazit in 2 Minuten gesagt. Ich glaube, Michael ist da fein mit, wäre nur noch mehr Aufmerksamkeit und die mag er ja noch nicht wirklich. Das weiß man ja nicht, wie er es insgeheim sieht. Vielleicht ist das ja Antrieb und findet er gut, solche Titel. Aber das heißt ja nicht, dass er ist auf jeden Fall keiner, der sich irgendwie präsentieren will oder muss, ne? Was auch sehr angenehm ist. Ja, ist für uns doch kein Problem, wenn Manchester sich den nicht leisten kann. Ist für uns kein Thema. Wir zahlen, ist kein Thema. Ja, wir haben es liegen. Also bei Kickbase ist er wenigstens Spieler der Saison geworden. Kenne ich nicht, Kickbase ist das. Naja, was soll da nicht stimmen? Guck dir einfach die Belastung an. Was soll da jetzt nicht stimmen? Und wenn du die Verletzungen durchgehst, ja, was ein Musiala hat, ja, kann passieren. Was ein Stunny hatte, ja, kann passieren. Ito, super unglücklich. Fonzie Davis, keine Überraschung, hat er öfter mal. Kingsley Coman hat das, Gnabry hat das. Die sind super verletzungsanfällig. Die waren noch nie eine Saison durchgehend fit. Ja, du musst ja froh sein, dass Conny Leimer, der ja angeblich so verletzungsanfällig war, ich weiß nicht, war der überhaupt mal verletzt diese Saison? Also kann unsere medizinische Abteilung ja nicht so einen schlechten Job machen, ne? Der ja als Fehleinkauf galt, weil er so verletzungsanfällig ist, der Conny Leimer. Also. Und Coman, Serge hatten jetzt auch nicht so die Super, obwohl Serge war, der hat ja mit 30.000 verschiedenen Verletzungen, war der ja raus. Keine Ahnung. Was da nicht stimmt, ist einfach die Belastung, ja. Und wir hatten halt in der Rückrunde, das ist natürlich was du kritisieren kannst am Kompanie, wir hatten keine Belastungssteuerung. So. Wir haben einmal rotieren versucht, da haben wir auf die Fresse gekriegt in Bochum und ab da hat eine Kompanie gesagt, ja, alles klar, das mache ich nicht mehr. So. Ja. Und deswegen war die Belastung, ich meine, du hast es auch an den Leistungen gesehen. Du hast es an den Leistungen eines Harry Kanes gesehen, du hast es an den Leistungen eines Kimmichs gesehen. Das sind ja beide Spieler, denen kannst du ja viel unterstellen, aber mit Sicherheit nicht, dass sie nicht wollen. Ja? Also die wollen immer. Und du hast gesehen gegen Inter, dass sie es nicht konnten. Ja? Und das ist für mich darauf zurückzuführen, dass sie einfach überspielt waren. Zu viel Belastung halt. Ja? Und das ist ein Punkt, den du mit Sicherheit anführen kannst. So ist das halt. Aber so geht's ja nicht nur uns. Ne? So geht's ja allen guten Mannschaften. Du musst ja mal gucken, wann wir mal das letzte Mal Pause hatten. Und das wird ja auch nicht besser werden. Kann ja mal nebenbei hier schon mal den Kalender aufmachen, aber das wird ja alles nicht besser. So, jetzt ist dieses komische Nations League Kackturnier da, ja, wo wieder 3/4 unterwegs ist. So, dann spielst du am 15.06. geht die Club-WM los. 21.06. nächstes Spiel, 24.06. nächstes Spiel, je nachdem, ob du weiterkommst oder nicht. Ich weiß nicht, wie das Format ist. Gibt es ein Achtelfinale und Viertelfinale? Weiß ich gar nicht. Oder direkt Halbfinale, Finale. Das heißt, du hättest nochmal 2 Spiele. Bist du wahrscheinlich bis Anfang Juli in den USA. So, am 7.8. ist das Telekom Cup Testspiel gegen Tottenham. Dann hast du den Supercup dazwischen. Ja, wild. Und dann startet schon die Bundesliga. Also mit Urlaub ist halt nicht, ne? So. Also alles schwierig. Das wird die kommende Saison also nicht besser werden mit irgendwelchen Verletzten, wenn man nicht anfängt zu rotieren. So ehrlich muss man sein, ne? Und erst recht nicht, wenn die Spieler, die da halt sind, auch alle ein bisschen älter werden.
So ist das aber halt. Damit müssen wir umgehen. Sind halt Menschen, jo, ganz genau. Ja, Benfica siehst du halt auch so, ne? Das ist, wie gesagt, das ist für mich jetzt auch nicht so super interessant. Die anderen beiden Spiele, wie gesagt, generell einfach diese Club-WM. Ich freue mich einfach auf den Vergleich von europäischen Mannschaften mit südamerikanischen Mannschaften und so weiter. Ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte, um mal zu sehen, um mal den Fußball einfach zu vergleichen. Ne? Ich denke, das kann schon interessant sein. Also jetzt nicht nur auf den FC Bayern bezogen, generell einfach mal. Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, wie oft ein Olisse vorher verletzt war. Keine Ahnung. Twitchy, Namt. Denkt, die Menge der Spiele ist nicht förderlich für jeden Spieler. Früher gab es Bundesliga einmal die Woche, heute gefühlt zweimal plus Champions League und so weiter. Ja, du musst halt mit der Zeit gehen, ne? Ganz einfach. Du musst halt mit der Zeit gehen. So. Und wenn du halt so wie wir es jetzt, ich meine, wir haben jetzt keinen kleinen Kader gehabt, oder? Wie viele Spiele hatten wir denn? Ich meine, wir sind ja schon Premium aufgestellt mit 4 Torhütern. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 potenzielle Abwehrspieler. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ja, plus die Torhüter bis bei 26 aus. Zieh einen ab, bis bei 25 Mann Kader. Also. Wenn du dann halt 5 Verletzte hast, Alter, dann musst du halt einfach die Eier haben und sagen, ja komm, dann nehme ich 5 Jugendspieler mit rein. So, ja, aber dann musst du die halt auch als vollwertigen Ersatz sehen und nicht nur als Trainingspartner. So, und dann immer die gleichen 11 spielen lassen. Ist dann halt auch nicht förderlich. Aber, wenn du die Saison siehst, souverän Meister geworden, haben wir letzten Stream schon gesagt. Champions League am Ende knapp ausgeschieden, wenn aus meiner Sicht auch deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen in den beiden Spielen, was der Unterschied war von wegen Top-Mannschaft oder nicht Top-Mannschaft. Meine Meinung, das kann jeder anders sehen. Ja. Ich denke, man muss nicht immer eine Top-Mannschaft am Ballbesitz festmachen, aber wie gesagt, das sieht jeder ein bisschen anders. Ja, und DFB-Pokal muss Manuel Neuer auf seine Kappe nehmen und Punkt. Ja. Also von daher ist das alles Meckern auf hohem Niveau, was wir tun. Aber klar, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das ist die erste Saison von Vinny in München. Ich glaube, das wird, oder ich hoffe es, nächste Saison ein bisschen besser werden. Ja. Und einfach, dass wir dann auch mal mehr so einen Kader nutzen, den man hat. Ja. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, der Eberl wird nicht mehr allzu lange Sportdirektor bleiben. Aha, warum das denn? Erst untersagt Eberl den Ibiza-Trip vor dem Bundesliga-Abschluss und dann fliegen die Spieler ein paar Tage später trotzdem. Anschließend gibt Eberl Sané eine Deadline und Freund und Heiner sagen dann 2 Tage später, dass sie immer noch verhandeln wollen. Eberl gibt wirklich ein schlechtes Bild ab. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Eberl schuld ist so. Ja, das haben wir auch schon besprochen. Ich denke, das große Problem ist einfach, der Max Eberl ist Sportvorstand und denkt, er kann dann auch Sachen entscheiden, die ein Sportvorstand entscheidet. Ja. Ich meine, mittlerweile sollte er es gerafft haben, ja, dass er sich erstmal den Abnicker abholen muss, bevor er irgendwas öffentlich äußert. Sollte eigentlich mittlerweile angekommen sein, spätestens nach der Müller-Aktion. Ich weiß nicht, warum es dann immer noch so ist. Ja, das zeigt halt wieder nur, wer am Ende wirklich das Sagen hat beim FC Bayern. Ja. Traurig, aber wahr. Ich habe mir mal die Preise für die Spiele in den USA angeschaut. Die haben einen Dachschaden hoch 10, total verrückte Preise. Hey, du musst ja mal gucken, was da an Prämien sind. Du musst ja die Kohle auch wieder reinholen. Wie sind denn die Preise? Ich meine, du haust hier raus, dann haut er die Preise gleich mit raus. Genau. Also ich würde einen Eberl da auch nicht einzeln sehen. Ich denke, die ganze Führung gibt ein schlechtes Bild ab.
Weil da einfach keine Einigkeit herrscht. Ja, also wie gesagt, du hast das Gefühl, so Eberl ist da, der Freund ist irgendwie mittig, versucht allen irgendwie gerecht zu werden und Eberl darf nicht das machen, was er gerne möchte und kriegt dann jedes Mal von oben den Daumen drauf gedrückt und kriegt gesagt, nee, das kann er nicht, das darfst du nicht, das ist so, das ist so. Katastrophe halt einfach, ne? Und deswegen geben wir so ein schlechtes Bild ab. So. Und dann kommt auch dazu, dass dann auf einmal der Chrissy die Schnauze aufmacht, dann erzählt der Heiner auch noch irgendwas und dann ist ja ganz Katastrophe. Ich meine, so hast du nur den Uli und der Kalle, die eh immer labern. Aber dann fangen noch die an, die keine Ahnung von Fußball haben in unserem Verein, aber irgendwelche Ämter bekleiden und dann wird es ganz schwierig. Ne? Und Katastrophe. Also das gilt es auf jeden Fall zu verbessern nächste Saison. Junge, Junge. Du musst mit der Zeit gehen. Sorry, da gehe ich nicht mit. Spielten doch eh immer die gleichen. Auf was bezogen jetzt? Und auf was mit der Zeit gehen? Sat.1 überträgt die Spiele, das ist richtig. Ihr könnt die aber auf der Zone umsonst schauen. Nee, ist bei Bayern nicht immer so gewesen, Pitpack, dass viele Köche den Brei verderben. Das ist erst so, seitdem Uli Hoeneß nicht mehr das Sagen hat. Weil Uli Hoeneß hat sich nichts sagen lassen. Maximal von Karl-Heinz Rummenigge. Die haben sich dann mal eine Stunde eingeschlossen im Büro, haben sich gegenseitig ausgekotzt und dann war gut. Mehr Köche gab es nicht. Also die Aussage ist leider schwach. Da musst du das schon eingrenzen, seitdem Uli Hoeneß nicht mehr aktiv ist, dann hast du natürlich recht. Na, also ich muss sagen, ich sehe den Heinlein ja auch immer kritisch, wenn er sich irgendwie zum Herrenfußball äußert. Aber wenn du dich mit dem Heiner mal ein bisschen beschäftigst, als Präsident des Vereins ist der schon einen guten. Ja? Weil er eben nicht diesen Fokus auf die Herrenmannschaft hat und so der Rest ihm scheißegal ist. Ja? Er ist er ist Präsident dieses Vereins und nicht wie der Chrissy, CEO der AG, ja. Also ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr guter Präsident ist für diesen Verein. Nur eigentlich kannst du die Fußballabteilung da ausnehmen. Ja? Die ist in ihrer eigenen AG und dann ist es immer schwierig, wenn dann der Heiner meint, er muss sich da auch noch irgendwie was zu äußern. Als wenn er da irgendwas zu sagen hätte. Ja? Ja, hat er halt irgendwie nicht wirklich, ne? Das war jetzt die erste Saison von Max mit einem Haufen auslaufender Verträge. Ich denke, das sieht nächste Saison anders aus. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es anders aussieht. Nächste Saison läuft Goretzka aus, oder? Gnabry. Die wollen alle auch nicht weg. Die wollen alle noch da bleiben. Opa geht dann ins letzte Jahr. Weiß nicht, ob das dann alles einfacher wird. Das finde ich auch eine Katastrophe. Ja. Das ist für mich auch die eigentliche Katastrophe. Ja. Vor allem ist für mich die Katastrophe, dass man sich da hinstellt und noch sagt, ja, bis August hat der Leroy Zeit, wenn der erste Spieltag losgeht. Bis dahin brauchen wir eine Entscheidung. Alter, da kriege ich einen Kackreiz hoch 10. Dass man den überhaupt ernsthaften Vertragsangebot gemacht hat, ist schon eine Frechheit. Eine absolute Frechheit ist das. Ja? Also auf welcher sportlichen Grundlage? So, und auf welcher sportlichen Grundlage schickst du dann einen Eric Dyer weg? So, das passt so. Ja, gegenseitiger geht es nicht. So, und jetzt ist die Frage, wer hat das zu verantworten? Nach außen hin der Max. Wie es wirklich aussieht, wissen wir halt nicht, ne? Mit Davies war eine Katastrophe, Alter. Eine absolute Katastrophe war das.
Und wie gesagt, mein Take bleibt da bestehen. Das wurde nur wegen Musiala gemacht. Ansonsten hättest du einen Davies vom Hof gejagt. Weil sportlich, sorry Leute, ob der sportlich da ist oder nicht. Ja, vielleicht wird er in den nächsten 1, 2 Jahren der Spieler, für was er gerade bezahlt wird. Das bleibt abzuwarten. Aber das Zeichen, was du mit dieser Vertragsverlängerung wieder gesetzt hast, ist eine Katastrophe. Ne? Und das ist in meinen Augen noch schlimmer wie Brazzo sein Take mit dem Hernandez. Weil nochmal, der Hernandez war wenigstens ein Faktor, wenn er da war. Ja. Das ist das Traurige. Naja, weiß ich nicht. Wenn du halt viele Spiele hast, brauchst du halt einfach viele Spiele. Oder du musst halt einfach mal austauschen. So. Aber wenn du viele Spiele hast, alle 3 Tage und es spielen alle 3 Tage dieselben 11 Spieler in der Startelf, ja, da musst du dich nicht wundern, wenn dann Spieler ausfallen. Oder wenn dann Spieler keine Topform erreichen, wenn es drauf ankommt. Ja? Ich meine, andere Mannschaften nehmen Inter als Beispiel. Die haben ihre Topstars dann auch draußen gelassen im Ligaspiel zwischen den Champions League-Spielen. So, und die hatten nur 3 Punkte Vorsprung in ihrer Liga und keine 6 Punkte. Ja? So, da hättest du halt einfach mal, und wenn du das Hinspiel gesehen hast, hast du gesehen, wie schlecht ein Kimmich war, wie schlecht ein Heavy war. Die waren einfach überspielt, Alter. Und da hättest du halt einfach mal sagen müssen, wenn du die Eier gehabt hättest, pass mal auf, macht mal 2 Tage frei, kommt mal klar, kommt mal runter. Ja, und dann hättest du vielleicht gegen Dortmund verloren. Ja, drauf geschissen, Alter. Ja, wenn du dafür vollen Fokus und gute Leistung gegen Inter gezeigt hättest. Aber auch im Rückspiel war der Kimmich eine Katastrophe. Ja, und Harry Kane unkonzentriert. So. Aber das ist so ein Ding, das muss er vielleicht noch lernen. Ne? Wie gesagt, junger Trainer halt. Ne? Aha, das sehen wir ja gerade, wie gut das ist, Friesenbomber bei Leroy, oder? Da sehen wir gerade, wie gut das ist, dass die Verträge dann auslaufen. Und jeder, der den Serge kennt, wir wissen alle, der wird nächste Saison wieder Leistung bringen. Das heißt, er wird sehr wahrscheinlich auch ein Angebot bekommen dann zur Vertragsverlängerung. Weil ist ja auch der Bro von Josh. Josh hat verlängert. Ja, wir werden mal sehen. Ich bin gespannt. Ich halte mal knallhart dagegen und sage, mit Gnabry wirst du verlängern ist, ja. Und Goretzka möchte auf keinen Umständen weg. Heißt, er wird nächste Saison auch noch da rumpimmeln. Alles andere wird mich überraschen. Ja. Rockerman, servus. Ich glaube kaum, dass wir jetzt Tag kommen und Sané bleibt. Aha, warum nicht? Soll das eine mit dem anderen zu tun haben? Ich glaube nicht, dass ein Leroy Sané Innenverteidiger spielen kann, oder? Und ich glaube auch nicht, dass Leroy Sané ein ernsthafter Ersatz für einen Florian Wirtz sein könnte, sollte. Weiß ich nicht. Wie gesagt, für mich ist das Thema Sané ist eine Farce. Ich meine, die Aussagen, immerhin hat Eberl da mal klare Aussagen getroffen auf der PK, aber die kannst du ja nicht ernst nehmen, er hat ja nichts zu melden. Ne? Wenn Uli meint, oh nee, ich möchte den Leroy doch behalten, dann geht er halt hin, sagt, komm, hier hast du dann eine 2 Mille mehr und alles ist gut. So. Und wenn der Uli schon sagt, so, ja, der hat bis August Zeit, dann wissen wir, wie der Hase hoppelt. Da musst du halt wirklich Glück haben, dass irgendein Engländer sagt, komm, Leroy, du kriegst bei uns deine 15 für 4 Jahre und er sagt dann, jo, geil, mach ich. Ja, ganz genau, Spocks, Alter. Genau den Take wollte ich auch bringen, ey.
Sehr gut. Ja? Das ist halt das Problem bei uns. Du kannst sie ja alle verpflichten, die jungen Talente. Aber wenn du sie da nicht spielen lässt, dann siehst du es halt auch nicht, wa? Also kann er eher froh sein, dass der FC Bayern Nein gesagt hat. Dann hätte er wahrscheinlich nicht die Karriere, die er gerade hat, Alter. Ja, habe ich doch gerade gesagt, Ben. Hörst du mir nicht zu, was ich sage, oder was? Ist doch nun mal so. Also für mich war ein Kimmich maßlos überspielt, die komplette Rückrunde. Und ein Harry Kane genauso. Und natürlich ist da der Trainer für da. Nicht der Trainerstab. Der Trainerstab stellt keine Spieler auf. Der Trainer stellt die Spieler auf. Was interessieren die anderen 49 Mitarbeiter, wenn ein Spieler überspielt ist? So. Das ist doch, was ich sage. Du musst halt mal ein bisschen rotieren in gewissen Spielen. Das haben wir halt nicht getan. Dadurch sind die Spieler überspielt. Ja, wahrscheinlich sind das beide Spieler, die sagen, ja, ich spiele immer. So, dann musst du denen aber mal klipp und klar vom Kopf sagen, nee. Feierabend. Das ist ja, was ich sage. Das muss halt so ein Kompanie dann vielleicht noch lernen. Weil wenn du die Interspiele siehst, waren beide nicht in Topform. Ja? Generell die Rückrunde nicht. So einfach. Aber das habe ich schon am Anfang gesagt. Natürlich ist der Trainer dafür zuständig. Warum bückt sich ein Weltclub wegen einem mittelmäßig sportlich ersetzbaren Spieler wie Sané so hoch? Ja, warum bückt sich ein Weltclub wegen eines noch mehr mittelmäßig sportlich ersetzbaren Spielers wie Alphonso Davies noch höher? Das weiß ich nicht. Musst du mal anrufen und nachfragen, ob das damit was zu tun hat. Das weiß nur der liebe Gott. Und Uli Hoeneß, womit das was zu tun hat. Aber ist doch schön, wenn wir jetzt darüber reden, dass unsere Ersatzspieler 12 Millionen verdienen im Jahr. Plus 5 Bonus. Ist doch fein, oder? Unter Flick hätte er gespielt, tut er jetzt ja auch. Ah, sorry, das ist auch ein dummer Take. Ja. Der spielt unter Flick, weil Flick da hingekommen ist, wo er schon eine Kanone war. Was ist das für ein Take? Sorry. Würdest du jetzt sagen, das ist Flick sein Verdienst, dass dieser Spieler bei Barca gerade Fußball spielt? Hast du die EM nicht gesehen? War das dann Flick sein Take schon? Hat der den Spieler entdeckt in der Barca-Jugend und hat ihn in die erste Mannschaft geholt? Alter, sorry, was ist das für ein Take, bitte? What the hell? Als wenn der Hansi, ich meine, der Hansi war doch bei uns. Was hat der Hansi denn gemacht? Junge, er hätte dann Liwe draußen gelassen, oder was? Oder ein Serge, seine Lieblinge, hätte er dann draußen gelassen für einen Jugendspieler beim FC Bayern? Ja, na klar. Na sicher. Glaubst du selber nicht, oder? Rumpimmeln hast du noch nicht gehört? Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, sportlich war die Saison echt gut, ne? War echt ein Schritt nach vorne, definitiv in die richtige Richtung. Alles fein für mich. Aber auf Vereinsebene, was Vereinsführung angeht, da haben wir ein katastrophales Bild abgegeben, Alter. So, in allen Bereichen. Wirklich in sämtlichen, allen Bereichen. Weiß nicht warum. Frag mich nicht. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Warte mal, was mit Bischof passiert. Was soll damit passieren? Der sitzt auf der Bank, Alter. Der wird bei uns kein Spiel machen. Garantiere ich dir jetzt schon. Wo soll er denn spielen? Wo soll der denn spielen? Den wirst du wahrscheinlich wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, wirst du den nehmen. Der wird bei uns mitmachen. Vielleicht ist er, ich weiß nicht, wie der Vertrag ist. Vielleicht ist er schon bei der Club-WM dabei.
Und spätestens zur Rückrunde wirst du ihn zurück nach Hoffenheim ausleihen. So wird das laufen. Wie gesagt, ein Leon Goretzka wird diesen Verein nicht verlassen. Sei denn, du sagst, Leon, du sitzt ein Jahr auf der Tribüne, dann wird er vielleicht drüber nachdenken. Ansonsten nicht. Ja. So, und dann sind wir wieder bei dem Punkt. Mannschaftsklima. Wir wissen, wie Kompanie darauf reagiert. Der nimmt alle mit ins Boot. Der wird mit Sicherheit nicht sagen, du, Leon, Nationalspieler, bla, 31 Jahre alt, ich setze dich jetzt die ganze Saison auf der Tribüne. Das muss schon dann vom Sportvorstand kommen, vor der Saison, ja, und nicht vom Trainer in der Saison. Das wird nicht funzen. So. Heißt, wenn der bleibt, wird er den Kaderplatz blockieren und dann wird kein Bischof spielen, Alter. Wo? Du hast Kimmich. Kimmich nimmt schon mal einen Platz weg. Ist noch ein Platz da. Bin gespannt. Aber wer weiß, vielleicht schulen sie den noch um und der wird dann linker Verteidiger oder sowas. Damit er Spielzeit kriegt, so wie mit dem Conny Leimer als Rechtsverteidiger. Ja, das könnte vielleicht passieren. Alles andere passiert nicht. Saisonfazit, schockverliebt in Michael und Happy und minimal auch in Winnie. Was du jetzt? Oder für mich brauchst du kein Fazit ziehen, habe ich doch gerade gemacht. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht überrascht uns ja auch ein Kompanie nächste Saison. Vielleicht überrascht er uns mit einer Systemumstellung, vielleicht spielen wir mit einer Dreierkette, vielleicht spielen wir mit einer Viererkette und Josh als rechter Verteidiger, das wissen wir ja nicht. Alles ist möglich, oder? Wir wissen ja noch nicht, ob ein Palinja bleibt. Ich denke mal, den kannst du dir auch nicht erlauben, den nochmal ein Jahr komplett zu ignorieren. Weiß ich nicht. Alle Verteidiger gesund werden, spielen wir mit einer Fünferkette. Fünferkette. Glaubst du das wirklich? Was ich glaube, spielt ja keine Rolle. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Leute. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Fazit: Katastrophe, wenn dieselben spielen wie die letzten Saisons. Da bin ich raus. Ja, wie gesagt, die Saison war doch jetzt nicht schlecht sportlich. Aber ja, ich gehe da mit. Ich kann Kimmich und Goretzka in dem Mittelfeld auch nicht mehr sehen. Das ist der Krieg da. Ich kann keinen Gnabry sehen, ich kann keinen Leroy sehen, ich kann auch keinen Kingsley mehr sehen. Das ist für mich alles nur noch Mittelmaß, was maßlos überbezahlt ist. Aber das rede ich seit 3 Jahren, Alter. Seit 3 Jahren. Dann hast du die scheiß Chance, Leroy zu sagen, pass mal auf, verpiss dich endlich. Und was machst du? Du kriegst ihn noch in den Arsch rein, Alter. Oh ja, du ja, München, ich muss hier bleiben und hier kriegst ein bisschen weniger Geld, aber bleib doch. Und Alter, ich krieg zu viel, ey. Ja, ich weiß, dass du die Kandidaten meinst. Es geht mir ja nicht anders. Es geht mir ja nicht anders. Und wenn du dann unseren Stürmerstar Serge Gnabry siehst gegen so eine Mannschaft wie Hoffenheim, dann weiß ich auch nicht, wenn du das als ernsthaften Ersatz siehst für einen Harry Kane, yeah, I don't know, Alter. Dann musst du dich dann halt auch nicht wundern. Ne? Hallo, du hast einen Conny Leimer vergessen. Palinja, Pavlo, Goretzka, Bischof, Conny Leimer, Rafael Guerrero bitte auch noch. Ja. Und je nachdem könnte es halt auch mal sein, dass ein Musiala auf die 8 aufläuft. Vor allem, wenn du Wirtz verpflichtest. Wer weiß das schon? Für eine Position neben Kimmich, ja, ganz genau. Ein Rappel habe ich bekommen, als ich gelesen habe, dass Josh den Leroy überzeugen will, zu bleiben. Das stimmt halt in der Mannschaft. Das ist ja okay.
Der Josh muss doch die Leute um sich scharren, die für ihn sind. Wenn er dann jetzt in einem Jahr, falls der Manu aufhören sollte, dann das Zepter übernimmt. Nicht, dass sonst noch jemand anders um die Ecke kommt und da versucht, den Josh zu untergraben. Stellt euch das mal vor. Eieiei. Naja, die besten Verteidiger wie De Ligt. Ich habe ja jetzt letztens gelesen, dass der in Manchester United jetzt nicht wirklich überzeugt hat. Oder? Weiß ich jetzt nicht, ob man den mit in die Verlosung nehmen sollte. Beim Elbe gehe ich natürlich mit, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, wir geben ja bei der ganzen Personalplanung diese Saison, haben wir ein Bild abgegeben, was eine Katastrophe ist. Ja. Das muss man so sagen. Ob das die Verlängerung ist mit Davis, ob das die Verlängerung mit Musiala ist, ob das die Verlängerung mit Kimmich ist. Das waren schon alles 3 absolute Vollkatastrophen. Ja. Absolut. Die Sommerpause, ja, war eine Katastrophe von der Transferphase her gesehen. Die ganzen Jugendspieler, die man dann noch verramscht hat, Mathis Tell, den man weggejagt hat. Ey, du kannst die Liste durchgehen. Das ist eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Der einzige positive Punkt, den du bringen kannst, ist Michael Olise. Alles andere ist eine Katastrophe. Und das wird nächsten Sommer nicht besser werden. Die ganze nächste Saison wird das nicht besser werden. Es sei denn, denen wachsen da endlich mal Eier. Aber wenn sie die Eier hätten, dann hätten sie gesagt, wo Lieber den Berater gewechselt hat, alles klar, Lieber, hau rein, such den neuen Verein. Dieses Verhalten tragen wir nicht mit. So, das wäre die richtige Reaktion gewesen. Ja? Aber siehst du ja, stattdessen stellt man sich da hin und sagt, ach Lieber, kein Problem. Hast bis August Zeit. Kannst du, überleg dir. Klar war er bei uns stark. Sicher. Und ich denke, er hätte auch eine Rolle spielen können, ne? Und wahrscheinlich sogar gar keine schlechte Rolle, wenn man auf ihn als Abwehrchef gesetzt hätte. Aber hat man halt nicht. Und wahrscheinlich, weil man ein Angebot gehabt hat und sich gedacht hat, der weiß ja was, ich nehme die Kohle mit. Ja. Das wäre ein Statement gewesen, ja. Stattdessen sagt man, ach, ist egal, nee. Verstehen wir voll, dass du den Berater wechselst, ist gar kein Problem. Ja, na klar, sprechen wir auch mit dem Berater. Wir fangen nochmal bei Null an, ist gar kein Problem. Ja, sorry, Alter. Du lässt dich halt vorführen, ne? Und das von einem Spieler, keine Ahnung. Ich meine, wäre das jetzt Niveau Musiala, wäre das Niveau Kane, hättest du ja noch Argumente und kannst sagen, oh ja, der ist so gut, dann nimmst du das in Kauf. Ja? Aber wir reden über einen Spieler, der in den letzten 5 Jahren, Alter, nicht eine Saison Bayern-like war. Sorry. Und von so einem Spieler lässt du dich vorführen. Katastrophe. Aber ja, sag ich ja, also das Bild, was wir in der Vereinsführung abgeben, aber das war die letzten Jahre ja schon nicht anders. Ja. Du kannst ja froh sein oder du musst ja froh sein, dass Vinny alles von sich wegschiebt und gar nicht erst auf irgendwas drauf eingeht, was nicht irgendwie sportlich was zu tun hat. Ja. So, sonst wäre das wieder so eine Katastrophe geworden wie unter Nagelsmann oder unter Tuchel. Ist halt so. Und das müssen wir langsam in den Griff kriegen, ne? Ja, na klar habe ich das mitgekriegt. Hat er ja auch recht gehabt. Aber wie gesagt, ich habe das Thema letzte Woche schon gesagt, dass das völliger Schwachsinn ist. So. Und ich denke, das Ergebnis hat es ja gezeigt.
Ja, aber allein, wie hoch hat Heidenheim verloren? 4-1 oder was? Also, über was reden wir, Alter? Ja. Deswegen, das war einfach wieder diese Missgunst, dieses dumme Gelaber von allen, die nichts mit dem FC Bayern zu tun haben. Also, sorry. Und selbst wenn wir 4-0 verloren hätten, Alter, ist nicht unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Mannschaften ihren Scheiß nicht geregelt haben. Ist halt so. Das ist aber ein deutsches Problem. Missgunst, ja. Hast du recht. Da hast du recht. Ja, natürlich machen die da extra Thema raus. Aber deswegen muss ja nicht jeder dahergelaufene Experte oder sonst was die Fresse dazu aufreißen und da in diese Kerbe reingehen. Also, das Traurige ist, die haben alle selber mal Fußball gespielt. So, die wissen doch, wie das ist. Also, habe ich nicht verstanden. Ja, der Müller hätte den auch gebracht, wenn er nicht fein raus wäre aus der Sache. Ich meine, der Vini hat es ja auf der PK schon gesagt gehabt, im anderen Ton wie Müller, vor dem Heidenheim-Spiel war nicht mal ein Tag Pause. Nicht ein Tag, wo man nur trainiert hat. Vor Hoffenheim haben wir 3 oder 4 Tage gehabt. Also, über was diskutiert man? Ja. Das ist ja nicht so, dass die Spieler dann da 3 oder 4 Tage noch mit 3 Promille über den Platz stolpern. Also. Deswegen. Aber gut, auch da sind wir wieder bei dem Punkt angekommen. So ist das in der heutigen Zeit. Drama Sales. So. Wenn du da schreibst, oh, der FC Bayern feiert auf Ibiza und freut sich. Ja, wer liest das? Wen interessiert das? Keine Sau, ja. So, keiner hat was zu labern, keiner hat was zu schreiben. Der Lothar kann nichts sagen, der Barca kann nichts sagen, der Didi kann nichts sagen. Keiner der Ex-Spieler kann was sagen. Ja, keiner hat Themen. Also machen sie ein Fass auf, dass irgendwelche Leute eine Meisterschaft feiern. Ja. Wow. Grandios. Ach, das ist mir eigentlich wurscht, ey. Ich bin gespannt, wie Davis aus seiner Kreuzbandverletzung zurückkommt, ob er an sein altes Niveau mit seinen krassen Geschwindigkeiten rankommt oder ob die teure Verlängerung ein krasser Fehler war. Die teure Verlängerung war so oder so ein krasser Fehler. Völlig unabhängig von seiner sportlichen Entwicklung. Also er müsste ja schon Stepper machen, dass er Minimum auf dem Niveau von Michael kommt. Ja, natürlich jetzt nicht so krass offensiv, ja, so auf sein, sagen wir es anders, er müsste ja einen Stepper machen, dass er auf dem Niveau eines Philipp Lahm kommt. So, reden wir über Außenverteidiger. Okay, machen wir einen Abstrich bei Philipp Lahm, sagen wir, er muss auf das Niveau kommen eines Lisa Rasus. Das wird der niemals. Niemals. Keine Chance. Weil der gar kein defensives Denken hat. Das kann der gar nicht. Da ist der gar nicht zu in der Lage. Ja. Das, was du schreibst, deine krasse Geschwindigkeit, das ist, wodurch ein Alphonso Davies ab und wann in der Defensive mal gut aussieht und was rausreißt. Ja, definitiv. So, da gibt es nichts gegen zu sagen. Sobald der einen technisch starken Spieler gegen sich stehen hat, sieht der kein Land. Gar kein Land. Und du musst noch nicht mal ein überragender technischer Spieler sein. Hat ja schon der Gruder von Mainz gereicht. Ja? Also, sorry. Diesen Sprung kann Alphonso Davies nicht machen. Für das, wonach er bezahlt wird, für das, was er sich reingezogen hat, damit er überhaupt den Vertrag verlängert. Sorry. Das sind Kosten und Gehalt. Da reden wir davon, du bist kurz davor, in die Weltklasse aufzusteigen. So, dafür wird er bezahlt bei uns. Und sorry, das sehe ich beim Fonsi nicht. Kann ja ein super sympathischer Mensch sein, alles gut. Dass er auch das meiste rauskitzelt.
alles gut, haben wir schon besprochen. So ist die heutige Zeit, ja, so ist der Fußball. Da spielt keiner mehr beim FC Bayern, weil es der FC Bayern ist. Das brauchen wir gar nicht glauben, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ob das ein Kimmich ist, ein Leroy oder was weiß ich wer. Vielleicht der Pavlo noch einen Tacken. Alle anderen spielen da wegen der Kohle und nichts anderem, Alter. So. Und dass er das Beste da für sich rauskitzelt, fein, verständlich, aber er ist maßlos überbezahlt. Und er wird dafür sorgen, dass die nächste Saison oder jede Vertragsverlängerung, die kommen wird, einen Riesenwirbel geben wird. Weil, nimm jetzt den Leroy. Vergleich die Leistungen der letzten Jahre von Davis und Leroy. So, da kommst du ungefähr auf den gleichen Nenner. Ja, auf anderer Position, aber von den reinen Leistungen her kommst du auf denselben Nenner. So, und warum soll dann jetzt ein Sané sagen, ja, ich nehme die 10 Millionen ohne Handgeld und kriege 5 Bonus. Wenn auf der anderen Seite ein Spieler ist, der 30 Handgeld gekriegt hat, 15 kassiert und 5 Bonus kriegen kann. Ja. Und dann ist das nächste Thema Opa. So, soll der Opa jetzt sagen, ja, ach, alles gut, ich mache das hier für 12. Handgeld brauche ich auch nicht, weil ich habe ja noch ein Jahr Laufzeit, obwohl Musiala hat ja auch 20 Millionen oder 25 gekriegt, obwohl er noch ein Jahr Laufzeit hatte. Ja, was machen wir denn da jetzt? Alles Eigentore. Aber so ist das. Es war halt ein Statement von Müller, so wie ich es erwarte, gerade weil wir über Statement gegenüber Leroy gesprochen haben. Ja, aber selbst wo Davis ein gutes halbes Jahr hatte, wie gesagt, er hat Talent, brauchen wir ja nicht drüber reden. So. Er hat aber auch ein Talent. Also aus meiner Sicht, nehmen wir mal Alphonso Davies. Aus meiner Sicht fehlt Alphonso Davies vorne einfach der Touch. So. Ja, also den Speed eines Kingsley Comans hat er, auch im Antritt muss er den haben, kommt trotzdem nicht an den Gegnern vorbei. Das Technische eines Musialas, dass er sich irgendwie mal durchfummeln kann, vorne an der Außenlinie hat er auch nicht. So. Hinten, sorry, Alter. Sorry, ich behaupte, müsste man mal alle Spiele durchgucken, sagen wir mal von 50 Flankenversuchen, die über seine Seite kommen, Minimum 45 gehen in den Strafraum, ohne dass Alphonso Davies dann nur störend eingreift. Als Außenverteidiger. Ja? Ist übrigens das Problem von Conny Leimer auf der anderen Seite genauso. So, was bleibt denn dann noch von Alphonso Davies? Ja, er ist schnell. Ja. Grandios. Und ja, er hat ab und wann mal einen Sonntagsschuss drin. Ja, logisch. So, aber wo willst du hin mit diesem Spieler? Ja, Alphonso Davies wäre ein perfekter Spieler für eine Fünferkette. Ja, dann hast du vor ihm keinen auf der linken Seite. Er ist schnell genug wieder hinten. Ja, alles gut. Aber trotzdem müsste er ja Stepper machen. So, entweder muss er sich mal defensiv verbessern oder er muss sich mal offensiv verbessern. Oder im Idealfall beides. So, und jetzt fällt er erstmal mit einer Verletzung aus, wo du überhaupt erstmal gucken musst, ob der überhaupt noch mal an das Limit rankommt. Ja? Boah, schwierig. Ey, ich hoffe, ich täusche mich. Ja, wie gesagt, so ist er ein sympathischer Dude. Keine Frage. Ich hoffe, ich täusche mich. Ich hoffe, er wird einschlagen wie eine Kanone, wenn er zurückkommt. Ich hoffe, er wird die 2, 3 Stepper machen und wird in Richtung Weltklasse gehen. Dann kannst du Max Eber sagen, jo, hast auf die Karte gesetzt, hast alles richtig gemacht. Ich wage das aber ganz stark zu bezweifeln. Aber das wissen wir dann vielleicht in 2 Jahren. So, jetzt fällt er erstmal aus. Solange wie er ausfällt, wird er wahrscheinlich auch brauchen, um ihn überhaupt erstmal fair beurteilen zu können. Ja. Also schwierig. Wie gesagt, es wäre ja alles fein gewesen, wenn du mit dem Spieler verlängert hättest. Aufgrund des Potenzials, des jungen Alters, hätte ich ja gefühlt so, du machst 10 Mille und ist gut. Ja, so. Meinetwegen, ich verstehe das eh nicht, mach doch Verträge, gerade bei jungen Spielern. Die können sich ja staffeln.
Die können sich ja die nächsten 5 Jahre jedes Jahr um 1 Mille hochstaffeln, wenn er 30 Spiele macht oder sowas. Ja? Wo ist denn das Problem? So. Dann weißt du doch, oh, er hat eine Entwicklung, er spielt viel, ja, er ist Teil dieser Mannschaft, ja, kriegt er im nächsten Jahr 1 Million mehr. So. Warum macht man nicht solche Verträge? Aber ja, da lässt sich wahrscheinlich kein Spieler drauf ein. Ja. So ist es halt. Jetzt hast du da einen rumgurken, Alter. Sorry. Der, wenn er einen guten Tag hat, aktuell internationale Klasse hat, ja, aber nicht in der Defensive, Alter. Sorry. Das ist eine Katastrophe in der Defensive, genau wie Conny Leimer auf der anderen Seite. Deswegen sage ich ja, eigentlich musst du mit einer Dreierkette agieren hinten. Dann kannst du mit so super schwachen defensiven Außenverteidigern agieren, ja. Und wie gesagt, vielleicht, Fonzie Davies kann ich mir schon vorstellen, wenn er dann vorne wieder den Fokus ein bisschen mehr drauf setzt, im 1 gegen 1 sich da durchzusetzen und so, dann kann er ein guter Schienenspieler sein in der Fünferkette, denke ich. Ja. Warum nicht? Aber dafür müsstest du ja erstmal mit einer Fünferkette spielen oder eine Dreierkette. Ja. Der Witz ist ja, wir haben ihn als offensiven Außenbahnspieler ganz gut, ja. Aber da war er zu schlecht, wie du schreibst. Da konnte er sich halt nicht durchsetzen auf Bundesliga-Niveau. So, deswegen ist er ein nach hinten gerückt, weil er den Speed hatte. Man hat auch versucht, ihn da. Also er hat ja auch einen Step gemacht dann. Ja, das muss man fairerweise ja sagen. Also vorher konnte er gar nichts defensiv. Dann hat er den Step gemacht. Aber du siehst halt einfach, dass er ist kein Außenverteidiger. Ja. Er ist halt einfach, ja, wie gesagt, ich glaube, perfekt wäre für ihn eine Dreierkette. Ja. Dann ist das nicht so wild. Dann muss er da nicht hinten die Flanken unbedingt verhindern. Dann reicht das, wenn er durch seinen Speed irgendwie beim Konter mit zurückeilt und da was ausbügelt. Und kann sich ein bisschen mehr auf die Offensive konzentrieren. Ich glaube, das wäre ein gutes System für Alphonso Davies, ja. Und vielleicht wird er dann die Stepper machen in der Offensive. Wer weiß. Aber ob wir das nächste Saison sehen werden, ich würde es mir wünschen. Wie gesagt, ich fand schon die Dreierkette unter Nagelsmann sehr gut. Ja, haben mir gefallen die Spiele, aber dann hat ja Manuel Neuer und unsere Führungsriege ist ja dann zum Trainer gegangen und hat gesagt, Trainer, wir wollen keine Dreierkette spielen. Wir können nur 4-2-3-1 spielen. Was anderes können wir nicht. Dann hat der Nagelsmann gesagt, das wusste ich ja gar nicht, Manu. Komm, dann machen wir das nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass das bei Kompany auch passieren würde. Ja, ich glaube, wenn Kompany sagt, ey, wir spielen Dreierkette, dann spielen wir Dreierkette. Ja. Ich würde es mir wünschen. Und dann kannst du meinetwegen auch noch Argumente bringen mit dem Conny Leimer, ja, auf Rechtsverteidiger. Weil auch er kann dann viel, viel mehr auf einer Halbposition agieren oder auch in die Mitte ziehen. So, und du bist hinten da nicht offen wie ein Scheunentor. Du hast dann hinten trotzdem 3 Leute, ne? Ja. Ich denke, das würde unserer Spielweise echt zugutekommen, ne? Aber dann ist halt die Frage, was machst du mit Josh? Dann müsstest du ja. Wenn du den Josh weiter einbinden willst, müsstest du ja 5-2-2-1 spielen. Was machst du dann mit Michael? Den hast du dann umsonst, oder was? Schwierig, ne? War der Uli? Nee, es waren hier Erdbeerlieferungen. Frisch vom Tegernsee gepflückt beim Uli aus dem Garten. Ja, Hoffenheim jetzt mit einer Dreierkette spielt oder in China fällt ein Sack Reis um. Magic Strawberries. Magic. Ja.
Ich bin gespannt. Also wie gesagt, wenn man wirklich dran ist am Wirt, ich meine, alles deutet darauf hin, dann wirst du das System ja umstellen müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, es sei denn, wirklich, du ziehst Musiala auf die 8, ne? Das würde natürlich gehen. Dann kannst du dein 4-2-3-1 weiterdaddeln. Dann stellst du den Wirtz auf die 10, Musiala auf die 8. Ich meine, da war er schon stark. Hat schon starke Spiele von der 8 gemacht. Das wäre das Einzige dann, wenn du hinten mit einer Viererkette weiterspielen willst. Schwierig. Schwierig. Wenn ich aber denke, wir spielen mit einer Dreierkette und Josche ist dann unser einziger zentraler Mann, dann weiß ich auch nicht. Das wird dann auch wild. Na, wer weiß. Willst auch Ulis Erdbeeren? Ja, da muss er einen Bayern-Kanal machen. Dann schaut der Uli öfter mal rein. Ach ja. Aber das Schöne ist, es wird nicht langweilig werden bei uns, oder? Und wenn wir dann schon bei dem Thema sind, System, was machen wir denn dann mit unseren ganzen Jugendspielern, die doch alle so OP sind? Erst recht, wenn du mit dem Leroy verlängerst. Wo willst du die denn dann hinstellen? Wir haben doch so 3, 4 Außenspieler, die eigentlich schon Weltklasse sind. Schwierig, ne? Aber vielleicht planen wir ja, dass wir Coman und Gnabry verkaufen. Und deswegen willst du mit dem Leroy verlängern. Bin gespannt. Ja, das sind die Probleme, wenn man deutscher Meister wird, ne? Wild, oder? Krass. So sieht's aus, ey. Die werden alle verscherbelt, wie die letzten 3 Jahre, ja. Die werden alle verscherbelt. Wenn die alle nicht so viel Geld haben wollen würden, ne? Das ist schon wild, ey. Aber da siehst du halt auch mal, welche Spieler oder wie viele Spieler auch so sportlich gar keinen Anspruch mehr haben an sich selber, ne? So, da siehst du halt einfach, es geht wirklich nur um die scheiß Kohle, Alter. Ja, den wirst du dann wohl kriegen, Phineas. Den wirst du dann wohl kriegen. Also ich wünsche es mir natürlich anders, ja, aber ey, ich wünsche mir das seit 3 Jahren. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Und wie gesagt, also die große Hoffnung war ja, keine Ahnung, rein sportlich gesehen, ey, du brauchst dir doch nur die letzten Spiele angucken. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Sportlich. Ja, rein sportlich gesehen. Auch nur ansatzweise auf die Idee zu kommen, mit einem Leroy Sané zu verhandeln. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, wenn du, keine Ahnung, nimm einfach nur Inter Mailand als Gradmesser, weil das ist ja unser Anspruch. Unser Anspruch ist ja so, Inter Mailand wäre ja dann Gegner, da sollte man schon liefern, ja, wenn man doch so ein Weltstar ist. Ja, nehmen wir das doch als Anspruch. Wie kann man dann nur oder nehmen die ganze Champions League-Saison. Wie kann man da auf die Idee kommen, mit einem Leroy Sané verlängern zu wollen? Katastrophe. Ich meine, wenn man jetzt das Argument gehabt hätte, ja, war jetzt dieses Jahr mal so. Nee, es war das 5. Jahr in Folge so. Und dann sagt dieser Spieler noch, obwohl er schon echt für seine Leistung noch eine Menge Geld in den Arsch geschoben bekommen würde vom Verein, sagt dieser Spieler noch, boah, ne, jetzt hole ich mir den Sahavi ins Haus. Der fickt euch nochmal richtig. Und der Verein so, ja, ist okay, die Boy. Mach mal ruhig.
kriege ich zu viel bei, ey. Das sind die Themen, die mich triggern, Leute. Ja, selbst Lennart K. will keine Chance. Ja, wie denn auch? Wie soll der denn eine Chance bekommen? Du kannst den Irakunda noch dazu nehmen. Ja, der aussieht wie Shaqiri, Alter. Ja, das ist ein absoluter Kraftwürfel. So, kannst du dazu nehmen. Dann hast du noch 2, 3 in der Jugend. Du hättest ja selbst einen Adam Azno noch dazu nehmen können. Der hat auch gute Spiele auf der Außenbahn gemacht, wenn er nicht in der Verteidigung gespielt hat. Wo sollen diese Spieler hin, wenn du mit einem verkackten Leroy Sané verlängern willst? Wo ist der Grund dafür? Ja? Tu den doch weg. Spar das Geld, spar den Kopfschmerz, den du hast mit diesem Spieler und sag doch, wir kompensieren diesen Spieler mit meinetwegen 3 Jugendspieler. Was verdienen die im Jahr? Wahrscheinlich noch nicht mal 1 Million. Ja, die gehen in einen Konkurrenzkampf, was die auch nochmal pushen wird. Ja, und du tauschst die dann knallhart aus, wenn die nicht liefern. Was hast du zu verlieren? Das Niveau, was ein Leroy gezeigt hat, die ganze Saison über, Junge, das erreicht wahrscheinlich jeder dieser 3 Jugendspieler, die du dann in den Konkurrenzkampf schicken würdest. Das verstehe ich halt nicht. Ja, das unterscheidet uns halt so krass von anderen Vereinen auf gutem Niveau. Wir wollen lieber an so einen alten Sack festhalten, der am Ende seiner Karriere ist, der ein ewiges Talent war, der es nie geschafft hat, mal konstant Leistung zu bringen. Du willst lieber an dem festhalten, den die Kohle in den Arsch schieben, für die nächsten 3 Jahre wieder oder sogar 4, wer weiß, was am Ende bei rauskommt, anstatt zu sagen, ja, let's go, Alter. Hier, wir haben einen Campus, wir haben Talente, die sind heiß. Lennart K. wird jetzt schon gelobt, als wäre er der nächste Lionel Messi. Ja, dann hau ihn doch rein. Was warten wir, dass er 25 wird? Krieg ich zu viel. Leute. Verstehe ich nicht. Geht dir meine Birne nicht. Ja, dasselbe mit Irakunda, Alter. Den schickst du nach Paris-Palermo in irgendeine Schweizer Liga. Wie willst du den denn beurteilen? Stell den doch mal beim FC Bayern im Kader, wo er Mitspieler hat, wo er nicht das Spiel tragen muss, wo er sich entwickeln kann, wo er feuern kann. Ja, haben wir doch gesehen in der Vorbereitung. War doch eine Maschine, Alter. Ja, hätte aber locker das kompensieren können, was ein Leroy da auf dem Platz zeigt. Machst du nicht. Machst dich so lächerlich, weißt du? Aber du stellst dich vor jeder Saison dahin, ja, unser Campus, ne, der wird jetzt Früchte tragen, wir setzen jetzt auf die Jugend. Ja. Junge, ich krieg zu viel. Und da verstehe ich deinen Take voll, ne? Ich kann die Fratzen halt auch nicht mehr sehen, Alter. Wir sehen die Fratzen seit 10 Jahren und die bringen seit 10 Jahren durchschnittliche Leistungen, Alter. Und werden gepudert, als wären sie Weltstars, was sie halt einfach nicht sind. Ja? Ich weiß auch nicht, warum Leroy Sané immer noch in der Nationalmannschaft eingeladen wird. Das ist für mich auch ein Rätsel. Ja? Und auch ein Grund, warum ich mir die Scheiße nicht angucke. Auch da kann das nichts mit Leistung zu tun haben. Junge. Aber Hauptsache Spieler des Monats März, weil er 2 Tore gegen St. Pauli geschossen hat. Junge. Ja, aber es würde doch kein Geld kosten. Du hast die Spieler doch in deinem Verein. Es kostet doch kein Geld. Was kostet es denn zu sagen, hey, Lennart Karl, du bist die absolute Maschine, du hast jede verkackten Jugend Lehrgang, Durchgang, U17, U19 hast du zerschossen. Ja, komm, jetzt hier Bundesliga, zack, fertig. Macht der FC Barcelona jedes Jahr, Alter. Wo ist das Problem? Ja, und dann funzt der nicht, weil er dem Druck nicht gewachsen ist. Ja, was machst du dann? Ja, nee, nimmst ihn raus, stellst den nächsten da rein. Du hast nicht nur den einen. Du hast 5, 6 in deiner Scheißjugend. Und noch 3 oder 4 verliehen. So, da wollt ihr mir nicht sagen, dass da nicht einer bei ist, der sich da durchsetzt? Junge, oder der nur das Niveau von Leroy Sané erreicht. Wir müssen uns ja noch nicht mal darüber reden, dass er sich durchsetzt. Leroy war auch kein Stammspieler dieses Jahr. Wo kostet das denn Geld? Wo kostet das denn bitte Geld? Das kostet gar nichts. Das kostet einfach nur mal Eier haben. Nichts anderes kostet das.
Und ganz im Gegenteil, du machst doch einen Uli Hoeneß damit glücklich, ja, weil der das immer labert und du machst wahrscheinlich 80% der Fans noch glücklich, wenn du endlich mal die Eier findest und da mal ein paar Jugendspieler reinbringst, anstatt so einen super verweichlichten, verwöhnten, überbezahlten Multimillionär die Kohle weiterhin in den Arsch zu schieben, Alter. Der den Verein dann noch mit Füßen tritt, so wie es ein Alaba auch gemacht hat. Oh ja, ich wechsle jetzt mal den Berater, weil ich kriege hier nicht genug Geld. Ja, dann fick dich, Alter, verpiss dich aus unserem Verein. Punkt. So, jetzt habe ich mich heute doch nochmal aufgeregt. Junge, krieg ich so einen Puls bei dem Thema. Echt? Mein Gott, ey. Leroy Sané, Alter. Weltstar. 2 Tore gegen Pauli, ja. Und dann in der ersten Halbzeit, hast du die erste Halbzeit gesehen? Hör mir auf, ey. Spieler des Monats März, ey, das ist der größte Hohn. Ja, von der Körpersprache brauchen wir gar nicht erst anfangen. Auch nicht von seinem Verhalten auf der Meisterfeier. Junge. Schlag ins Gesicht für jeden Fan. Punkt. Nee, schlechter kann der Karl auch nicht sein, Alter. Der kann nicht schlechter sein. Sorry, das geht nicht. Selbst ein Irankunda ist nicht schlechter. Der wird nicht schlechter in dieser Mannschaft sein als ein Leroy Sané. Weißt du, was der Unterschied ist? Der hat noch Bock. Ja, der ist noch nicht da, wo ein Leroy Sané ist. Der kriegt noch keine 20 Millionen. Der reißt sich noch einen Arsch auf, weil er da noch hin will. Mein Gott, ey. So ein Gelaber immer in unserem Verein. Kann's nicht mehr hören, ohne Scheiß. Ich kann's nicht mehr hören. Ja, wir haben jetzt Vincent Kompany und wir werden jetzt auch hier auf die Jugendspieler setzen. Ja, in der Vorbereitung und im Training, Alter. Und das war's. Katastrophe. Dann rennst du Leroy Sané hinterher. Sorry, ey. Ich krieg zu viel, Alter. Echt, ich krieg absolut zu viel. Ich verstehe es halt einfach nicht. Es ist so lächerlich, dieses Verhalten. Wir brauchen Eier, ja. Nee, die haben wir auch nicht. Die finden wir auch nicht mehr. Ja, bei der Vereinsführung wird das nicht passieren. Ne? Das reicht ja nicht. Du hast ja, selbst wenn du da einen drin hast, der die Eier hätte, bringt dir ja nichts im Aufsichtsrat. Mann, Mann, Mann. Der ist doch aber auch so, oder, Phileas? Meine Güte, ey. Ich verstehe es halt nicht. Weißt du, keine Ahnung, wenn du sagen würdest, ey, wir haben nur Nulpen auf dem Campus, ja? Wir haben da keine Qualität. So, dann alles gut. Ja, dann brauchen wir diese Takes ja nicht bringen. Ne? Aber ich verstehe diese Strategie nicht, die wir fahren und sagen, ja, wir nehmen die mit in den Kader, wir machen Vorbereitungen, ja, wir lassen die in der Vorbereitung dann auch spielen, dann machen die gute Spiele, ne, so wie es beim Adam war zum Beispiel. Auch die Sina war zum Beispiel auch super stark in der Vorbereitung und so weiter. Super gut, die Jungs. Und dann, ja, was machen wir denn jetzt? Oh, der ist erst 17. Oh, der ist 19 erst? Nee, nein. Irankunda, den haben wir verpflichtet für 6 Millionen oder 9 Millionen. Überragende Talent, Weltklasse, Blasöls. Ja, aber der ist auch erst 19, ne? Nee, also das geht nicht. Nee. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir verleihen einfach mal 23 Spieler. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil wir lassen immer die gleichen 11 spielen. Ja, so machen wir's. So machen wir's. Krieg ich zu viel. Wenn ich dann noch die Aussagen von Winnie höre, da in seinen Konferenzen da, ja, bei so einem jungen Spieler, ne, da kann ja auch noch viel passieren, ne? Erste Freundin, viel Geld und ja, nee, den kannst du jetzt auch nicht da, ne, das geht ja nicht. Junge. Hier, platz dir die Birne, Alter. Was versteht kein Mensch. Ich überließ mal deinen ruhig Brauner.
Sonst gibt es hier, glaube ich, gleich mal einen lauten Weisen, Alter. Die Eier hatte keiner. Natürlich hatte die Eier keiner. Weil keiner diese Gefilde aufbricht. Ja, keiner bricht die auf. Keiner bricht diese auf. Auch ein Company halt nicht. So. Und du hattest die Chance mit dem Winnie. Deswegen haben die sich ja auch alle dahingestellt vor der Saison. Haben gesagt, ja, jetzt kommt der Winnie. Da werden wir junge Spieler integrieren. Das ist unser Ziel. Das machen wir. Da haben wir Bock drauf. Ja. Und du brichst diese Strukturen nicht auf. Was machst du? Du schickst noch den einzigen, der noch ein bisschen Potenzial hatte, mit Matistel, den jagst du noch vom Hof. Damit du wieder Serge, Leroy und Kingsley da siehst. Mich hat es ja gewundert, dass man an Michael festgehalten hat. Aber da hattest du natürlich keine Argumente, weil der gleich performt hat. Ja? Katastrophe. Du brichst diese Strukturen nicht auf in dieser Mannschaft. So. Und dann hast du die Chance, weil die Verträge endlich auslaufen nach 3 Jahren Leidenszeit. Und dann rennst du diesen Spielern noch hinterher, um den Vertrag zu verlängern. Und dann kommt hier einer in den Kommentar und sagt, ruhig, Brauner. Ja, also. Wild. Die Eier hatte aber keiner. Gravenberg startet bei Liverpool durch und Stiller wird in den nächsten Jahren auch beim Top-Verein spielen, die beide bei Bayern keine Chance wegen Weltklasse Mittelfeld Kimmich und Goretzka bekommen. Ja gut, das sind nur 2. Ja, da kannst du noch 8 weitere Spieler aufzählen. Ja. Und das ist ja auch das Problem, was wir auf den Außen haben. 1:1. Ja. Wir haben genug gute Talente gehabt die letzten Jahre auf Außen. Aber das ist ja, was ich sage, du brichst diese Struktur nicht auf, weil diese Spieler einfach viel zu lange in diesem Verein sind. Ja, die sind gewachsen. Ja. Du brichst das nicht auf. Das ist ja das Problem. Ja, aber das ist ja nicht bei Bayern so. Wir haben halt nicht diese Mentalität. So, in Barcelona hast du eine andere Mentalität, selbst bei Manchester City. Ja. Selbst die haben ja mehr Eier zu sagen, wir setzen die Jugendspieler ein, wie wir es haben. Wir haben einfach keine Mentalität dafür. Du hast das doch beim Aznu gesehen, diese Saison. Wir hatten keinen Außenverteidiger. Keinen. Und du hast ihn nicht aufgestellt. Du hast dann lieber angefangen, Mittelfeldspieler als Außenverteidiger aufzustellen. Das sagt alles aus, Alter. Und da brauchen wir die Leute auch nicht mit ihren tollen Argumenten kommen. Ja, das geht halt nicht beim FC Bayern. Du bist halt ein Champions League Club. Ne? Da geht das nicht. Da kannst du nicht 2, 3 junge Spieler reinstellen. Ja. Solltet ihr mal nach Barcelona schauen. Ich glaube, der einzige Leihspieler von uns, die wirklich was in den neuen Verein gebracht haben und Einsätze bekommen haben, war der Wanner und Saragossa. Das weiß ich nicht, wie weit der Saragossa. Ich weiß, dass der Iran Kunda auf jeden Fall jedes Spiel gespielt hat. In der Schweiz. Hat aber nur 3 Vorlagen, 1 Tor gemacht. Aber ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, wenn du bei einer Mannschaft bist, die gegen Abstieg spielt. Von daher sage ich ja, du müsstest diesen Spieler einfach mal bei uns haben. Ich weiß aber nicht, ob das so schlau war zu sagen, ich nehme so einen Irakunda, verpflichte den, leihe den dann in eine Schweizer Liga aus, anstatt zu sagen, ja komm, dann kannst du auch in der zweiten Liga, in der zweiten Mannschaft spielen, die vielleicht dann den Aufstieg schafft in die 3. Liga. Gleichzeitig kannst du bei den Profis mittrainieren, aber dann wäre es ja ein Konkurrent gewesen für einen Serge, für einen D-Boy, für einen Kingsley. Überleg mal, der hätte geliefert. Ja? Ich meine, du hast ja Matistel auch direkt weggeschickt. Ja, er hat keine guten Spiele gemacht, wo er die Chancen bekommen hat. Das ist richtig, ja, stimme ich zu. Was machst du? Oh, komm, schick mal gleich weg, haben wir einen Konkurrent weniger. Also, bitte euch. Ist halt wild. Ja, PSG ist auch noch ein gutes Beispiel, ja. Obwohl die meistens erst verpflichten, so wie ein Doué und sowas, ja.
aus ihrer eigenen Jugend, die lassen sie ja meistens erstmal ziehen. So, die haben da auch eher einen komischen Fokus. Ja, weiß ich nicht. Wir haben da, ich meine, guckt euch unseren Kader an. Was haben wir? Ältesten Kader der Bundesliga, drittältesten in der Champions League. Ja, muss jetzt nicht immer was Schlechtes bedeuten, siehe Inter Mailand, aber auf die Zukunft gesehen jetzt auch nicht das Geilste, oder? Ja, wenn man die Club-WM gewinnt, dann bekommst du über 100 Millionen. Naja, dann verlängerst du mit dem Leroy und verkaufst den dann noch für 25. Vielleicht ist das der Plan, den wir nicht durchschauen. Ja? Vielleicht ist der Eber so ein Fuchs, weißt du? Ah. Ja, natürlich hörst du das nur. Der will halt den FC Bayern pushen, Alter. Also er hat sich ja nun mal den Piranha geholt und der Piranha weiß schon, was er macht. Und ich denke mal, der weiß auch, dass man dann gewisse Sachen streuen kann. Ja. Haben wir ja beim Alaba gesehen, wie das endet. Naja, ich kann mich schon vorstellen, dass das auf jeden Fall mit reinfließen wird, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Weil wie gesagt, ob du da jetzt irgendwie die 30 Millionen oder 25 Startgeld kriegst oder 115 hast, das ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Ja, das sind halt auch junge Spieler, ne? Junge Spieler haben halt auch mal ihre Einbrüche. Das ist doch auch normal. Ja. Und wie gesagt, ich finde es auch immer schwierig, weil du sagst, Wann hat auch nur in der Hinrunde performt. Erstmal kann ich das nicht beurteilen, ich habe nicht so viele Heidenheim-Spiele gesehen. Aber wie gesagt, erstmal ist er ein junger Spieler. Und zweitens finde ich es auch immer schwierig. Also ich persönlich glaube, dass es viel, viel schwieriger ist, in einer Mannschaft wie Heidenheim so zu performen, wie er performt hat in der Hinrunde, als wenn du beim FC Bayern spielst, ja. Wo du viele, viele Spieler um dich herum hast, die halt schon dein Niveau alleine mit anheben. Ja, das ist eine ganz andere Art Fußball. Deswegen finde ich es immer super schwierig, die Spieler dann daran zu beurteilen. Genau wie dasselbe mit Miran Kunda da irgendwo in der Schweiz, der gegen den Abstieg spielt. So, ja. Wenn du ein junger Spieler bist und kommst in eine Mannschaft, gerade wie unsere, die viele alte, ich meine, wir sehen es doch beim Pavlovic, Alter. So, der ist in eine Mannschaft gekommen, die fußballerisch gut ist, wo viele alte Säcke sind, erfahrene Spieler, wo ein Thomas Müller ist, der ihn mit Sicherheit auch rangeführt hat, ähnlich wie er es bei Musiala gemacht hat. Das ist doch was ganz anderes, als wenn du in irgendeine Mannschaft kommst, wie Heidenheim, wie irgendwo in der Schweiz, die gegen Abstieg rumdümpelt und du sollst jetzt da der große Messias werden. So, ne? Das ist doch viel schwieriger. Und wenn du dich dann da allein schon noch so performst, wie du es tust, boah, weiß ich nicht. Deswegen sage ich ja, ich tue mich immer schwer mit diesem ganzen Ausgleichsscheiß, Alter. Wenn du wirklich großes Talent bist, ja, dann musst du die in so eine gute Mannschaft reinstecken, wie es der FC Bayern ist. Ja, und dann brauchen die einfach Spielzeit. Und dann können wir die beurteilen. So, dann gib denen doch mal, wie du es bei den ganzen Nulpen die Saison getan hast. Ja, du hast ihm lieber 6, 7, 8 Spiele gegeben am Stück, obwohl er nur Kacke war. Mach das doch mal mit einem jungen Spieler und dann können wir doch mal beurteilen. Wird das was? Wird das nichts? So. Ja, aber du kannst das immer schlecht beurteilen, wenn du sagst, den verleihe ich jetzt mal dahin und weiß ich nicht. Ich finde, das ist ein großer Unterschied, ob du halt in einer Mannschaft spielst, die wirklich gut ist, oder ob du in einer Mannschaft spielst, die einfach eine Katastrophe ist, ne? Die vielleicht auch gar nicht so nach vorne spielt. Und ihr wisst, was ich meine, oder? Brauchen wir nicht drüber reden. Obig haben wir alle gefeiert, ja. Ja, ich hätte mich auch mal über was Frisches auf dem Platz gefreut, deshalb habe ich Obig gefeiert. Endlich mal was Neues, egal ob er mal 2 Fehler macht. Er ist jung, braucht seine Spiele und das Vertrauen, wo Jonas im Tor stand, habe ich wieder gern zugeschaut. Weißt du, was ich meine mit diesem Gefühl? Ja, na klar, weiß ich das. Na sicher. Das ist ja auch schon allein so, wenn Pavlo auf dem Feld ist. Da merkst du ja auch gleich, dass das beste Beispiel Michael diese Saison. So, es war einfach nicht dieses 0815, was wir seit Ewigkeiten auf den Flügeln sehen, sondern es war mal was ganz anderes. Ja? Ein Spieler, der über Außen Spiele öffnet, der einfach mal einen schnellen Ball spielt, der nicht erst 500 Jahre dribbelt und macht und tut und dann doch wieder den Quer- oder nach hinten Pass nimmt.
Natürlich, ich weiß 100%, was du meinst. Und Urbich, ja, wie gesagt, da musst du halt nächste Saison, habe ich ja schon gesagt, da musst du jetzt die Eier haben. So. Da muss eine klare Absprache her, der braucht Spiele und der braucht viele Spiele. Der ist jung, so, keine Ahnung. Ich würde es fühlen, wenn man sagt, komm, der kriegt die Bundesligaspiele, Manu macht Champions League und Pokal. Das wird nicht passieren. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also, wenn es darum geht, dass er irgendwelche Spiele abgeben soll, der Manu, dann gibt er vielleicht DFB-Pokal die ersten 2, 3 Runden ab, weil das gegen irgendwelche Nulpen sein wird. Und das war's wahrscheinlich. Aber wir werden es sehen. Was glaubst du zum Thema Wirtz? Ich glaube da gar nichts. Junge Spieler können eher wachsen, wenn sie mit Top-Spielern zusammenspielen würden. Ja, das denke ich halt auch einfach, ne? So, deswegen finde ich es immer schwierig, wenn man die Spieler dann in irgendwelche komischen Mannschaften verleiht. Ich meine, mit dem Kretzig nach Stuttgart, das habe ich ja noch gefühlt, so konnte er sich natürlich nicht durchsetzen. Ein anderes Thema. Aber du musst schon Spieler dann auch in solche Mannschaften verleihen und nicht irgendwo, weil dann kannst du sie auch in deiner zweiten spielen lassen. Ne? Dann können sie wenigstens auf super hohem Niveau trainieren. So in der ersten Mannschaft. Verstehe ich halt nicht. Deswegen, das ist ja ganz komisch bei uns alles. Also da haben wir noch nicht den goldenen Weg gefunden. Vielleicht kommt der jetzt mit einem Freund, der jetzt ja auch schon ein bisschen da ist, aber du brauchst natürlich dann auch einen Trainer, der das mitträgt. So. Und ich glaube schon, dass ein Kompanie das vielleicht sogar mittragen würde. Dann brauchst du aber halt den Sportvorstand, der erstmal die ganzen alteingesessenen Spieler beiseite schiebt. Und das tun wir halt nicht. Ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, gerade auf den Außenpositionen haben wir genug Talente. Und du läufst trotzdem ein Leroy Sané hinterher. Das sagt halt schon wieder alles aus, wie die Planung ist. So. Und das ist, was einen traurig macht. Nee, das Gefühl habe ich gar nicht. Also manchmal hat man das Gefühl, Kompanie denkt, wenn ich jetzt 1 bis 2 junge Spieler in ein funktionierendes Team packe, werden wir automatisch verlieren. Traurig, dass man sowas als hohes Risiko ansieht. Ich fühle den Take auf diese Rotation hingesehen. Ja, das hat er ja dann gemacht, so bei dem Bochum-Spiel. Das ging ja in die Hose. Danach haben wir Rotieren ja komplett eingestellt. Ich glaube eher, dass wir die ganzen Jugendspiele abgegeben haben. Auch, dass wir Mathis Tell abgegeben haben, ist einfach diesen Teamfaktor geschuldet, glaube ich. Ja, ich habe es im letzten Stream schon mal gesagt, stellt euch vor, du hättest jetzt einen Iran Kunda genommen und sagst jetzt als Vincent Kompany, ja, das ist jetzt mal ein Spieler für die linke Seite. Dann kannst du ja mal überlegen, wie ein Gnabry, wie ein Sané und wie ein Coman glotzen, wenn die dann irgendwie alle 3 Spiele mal für 20 Minuten eingewechselt werden. So, dann hättest du natürlich nicht diese Team-Chemie aufbauen können, wie du sie jetzt aufgebaut hast. Ja. So, und deswegen haben wir die Jugendspieler alle geopfert und haben sie verliehen. Ja. Einfach dieser Tatsache geschuldet. So, und das ist völlig legitim, wenn du das als Trainer so machst, weil es geht am Ende, dass es ein Team ist, wir reden über einen Teamsport. Deswegen sage ich ja, muss das, die sportliche Führung muss das regeln. Ja. So. Aber die hatte die Chance vor dieser Saison. Die hätte sagen können, so, Serge, Kingsley, Leroy, Leon, pass mal auf, das ist unser neuer Trainer, das ist der Winnie. Der Winnie möchte gerne ein neues System spielen, einen anderen Fußball. Wir sehen für euch sportlich keine Perspektive mehr bei uns. Bitte sucht euch einen neuen Verein. Wir sind euch dankbar für eure Dienste. Wir bieten euch auch natürlich eine Trainingsmöglichkeit. Ihr habt laufende Verträge. Wir machen gerne eine zweite Trainingsgruppe, da könnt ihr trainieren. So, dann hätten diese Spieler auch den Verein verlassen. So, aber das tut man nicht, weil das ist dann nicht Bayern-like. Ja. Und deswegen drehen wir uns im Kreis und das seit Jahren. Und das ist ja kein Thema, was jetzt erst ist. Ist ja seit Jahren so. Nimm den Paul Wanner. So. Nimm den Paul Wanner. Das ist dasselbe wie der Lennart Kahl. Der wurde hochgelobt bis zum Arzt. Dann durfte er mittrainieren. Was hat man dann gemacht mit ihm? Paul Wanner.
der ein Spielgestalter ist? Was hat man mit dem gemacht? Wer weiß es von euch Bayern-Experten? Ich kann es euch sagen, den hat man dann als rechter oder linker Verteidiger aufgestellt. Puh. Wisst ihr Bescheid? Weil du hättest ja einen Goretzka von der 8 nehmen müssen, damit du dann Paul Wanner einstellen kannst. Oder einen Thomas Müller von der 10. Ne? Da fällt dir nichts so ein. Ja, ist auch richtig, verstehe ich auch. Das habe ich auch gelesen. Wie gesagt, du hast einen Lissina da, das war eine Augenweide in den Vorbereitungsspielen. Ja? So, das ist auch ein zentraler Mittelfeldspieler. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. So, aber klar, ich verstehe das, wenn du die Chance hast, du kriegst einen jungen Bundesliga-Stammspieler für Nüsse. Ja, warum sollst du ihn nicht nehmen? Ja? Ob das sinnig ist, keine Ahnung. Ob das richtige Zeichen setzt an den Campus, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Weil auch da hast du genug Spieler und auch genug Spieler, die schon überzeugt haben in der ersten Mannschaft. Aber da drehen wir uns wieder im Kreis. Keine Eier. So. Ich meine, du hast ja dann schon wieder angefangen, auf den Pavlo zu verzichten und einen Leon da reinzubringen. Na? Das war ja schon wieder wild. So weit sind wir ja schon wieder gekommen. Konntest ja keinem erzählen. Naja. Gut. Haben wir genug gemeckert. Irgendwie finden wir immer ein Thema zum Meckern, ne? Wo wir deutscher Meister sind. So ein Ding. Der Lieber ist schuld. Der Lieber ist schuld. Er ist immer schuld. Ja, sind wir durch, Leute. Sei denn, einer von euch hat noch was. Ich habe sonst nichts. Ich konnte den Niveau-Tag bringen. Konnte den Meisterschaftsfeier-Tag bringen. Ach, guck mal. Vom Chat gekickt. Okay. Ist ja auch schön. Aber schön, dass ich nochmal beigetreten bin. Weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das nur an Twitch lag oder ob ich offline war. Ist auch wurscht. Ich warte mal noch 2-3 Minütchen. Ob noch einer was einzuwerfen hat und ansonsten ist Feierabend. Die Saison ist ja zum Glück zu Ende. Und wir warten jetzt auf die Dinge, die passieren in diesem Kader. Oder? Chico, was guckst du denn? Offline warst du nicht, aber dann war nur der Chat weg. Phileas, hau rein. Prognose für die nächste Saison? Nee. Prognose für die nächste Saison gibt's, wenn der Kader steht. Dann mache ich gerne eine Prognose. Da sind gerade so viele Fragezeichen, da kannst du keine Prognose bringen, Alter. So viele Fragezeichen über so vielen Sachen. Nee. Da gibt es keine Prognose. Da würde ich mich ja lächerlich machen. Nach der Saison ist vor der Saison und das ist gut so. Schönen Abend noch bis die Tage. So sieht's aus. Wir retten uns in die Relegation. Nee, Relegation macht Heidenheim und Elversberg. Grandios, oder? Aber, wenn man sportlich verdient hat, hat man sportlich verdient. Ne? Ja, wie gesagt, wenn wir einen Kader haben, wo man sagen kann, ich meine, vieles, ich kann einen Take bringen, ich glaube nicht, dass wir einen Serge Gnabry, Leon Goretzka und Kingsley Coman verkaufen. So, das bedeutet im Umkehrschluss kein Platz für junge Spieler auf diesen Positionen. Solltest du noch mit D-Boy verlängern, ist sowieso alles dicht.
Wirst du ein Angebot für einen Palhinha kriegen? Steht in den Sternen. Wirst du ein Angebot für einen Boye kriegen? Steht in den Sternen. Aber selbst da brauchst du keinen Ersatz, weil Palhinha, da hast du ja einen Bischof schon verpflichtet, hast noch einen Leon da hocken. Katastrophe wird's. Ich mache einen Take, die Transferperiode wird eine Katastrophe. Alles andere würde mich überraschen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ne? Aber so haben wir wenigstens auch was zu quatschen und zu spekulieren. So, das war's, Leute. Schönen Abend wünsche ich euch. Und Club-WM steht vor der Tür.